Servus, Glück auf und herzlich willkommen zu einer weiteren FC Bayern Spielanalyse. Diesmal zum 2:2 bei Union Berlin. Ja, da haben wir einiges zu sagen heute, denke ich. Bevor wir da reingehen, wie immer der Hinweis, wenn euch gefällt, was ihr seht, lasst gerne ein Abo da, dann unterstützt ihr einfach das, was ich hier so tue. Gut, erstmal hochverdienter Punkt für Union Berlin. Eigentlich hätten wir das Spiel verlieren müssen. Glücklicher Punkt für uns. Ja, Union hat genau das gemacht, was man erwarten konnte. Ja, und das, was sie können. Punkt. Nicht mehr und nicht weniger. Dass man so schlecht dagegen aussieht, ja, sollte einen zu denken geben. Die Aufstellung schon eine absolute Katastrophe. Sorry, du kannst nicht die 1:1 dieselbe Aufstellung bringen, abgesehen von Leon Goretzka, der so kreativ ist wie ein Stück Holz. Wie die Mannschaft, die mit 10 Mann eine komplette zweite Halbzeit bei Paris niedergekämpft hat. Was erwartet man dann, wie diese Mannschaft hier agieren soll? Ja, also kein Vorwurf an die Mannschaft. 100% Vorwurf an den Trainer. Das war eine absolute Farce. Punkt. Ja. Der Trainer stellt sich da jedes Mal dahin, erzählt ein, ja, ich habe 110% Vertrauen zu jedem Spieler in diesem Kader. Ja, verfickt nochmal, dann stell die Spieler auf, Alter. Ja, und erzähl nicht, oh ja, die Spieler haben alle positive Signale gegeben, die sind alle topfit. Es war nicht einer topfit, der in dieser Startelf stand, Alter. Ja. Luis Diaz vielleicht für 20 Minuten. So. Ja, das war es. Die haben sich alle über den Platz geschleppt. Die waren alle gedankenschnell wie eine Schnecke, Alter. Und Bewegung ohne Ball war nicht vorhanden. Bewegung ohne Ball war vorhanden, nachdem die frischen Leute kamen, die viel zu spät eingewechselt wurden. Ja, also dieses Spiel hat einfach unser Coach vercoacht. Punkt. Feierabend. Kann er zu 100% auf seine Kappe nehmen. Ja, und ich hoffe, er lernt daraus. Das ist eine absolute Farce. Sorry. Ja, vollen Respekt an Union, haben super gutes Spiel gemacht. Hochverdient dieser Punkt. Wie gesagt, glücklicher Punkt für uns. Normalerweise hätten wir es verdient, das Spiel zu verlieren und dann wäre gut gewesen. Dann hätte man wenigstens die Quittung gekriegt für diese Scheiße, die man da heute als Trainerteam geleistet hat. Ja, das war von A bis Z war das Scheiße. Angefangen bei der Aufstellung, weiter über die nicht geschehenen Wechsel, dann die Wechsel in der 85. Minute, 82. Minute. Einfach eine Katastrophe. Sorry. Das war heute eine Trainerleistung. Junge, die ist aber nicht Bundesliga-tauglich. Punkt. Ja, nochmal. Wenn ich mich da seit Wochen hinstelle und gegen Leverkusen, ich vertraue also den Spielern gegen Leverkusen, aber nicht gegen Union oder was? Ja, also sorry. Ja, das ist einfach so, ja, alle Superstars haben gesagt, oh ja, Trainer, ich will aber auf jeden Fall spielen. Oh ja, komm, dann darfst du auch spielen. Angefangen bei König Josh, der das direkt nach dem Paris-Spiel zeigt und war 60 Minuten nicht zu sehen, der Mann. Wofür war der auf dem Feld? Für was? Junge, Alter. Nochmal, du kannst bei Union verlieren, du kannst bei Union nur einen Punkt holen. Ja, darum geht es gar nicht. Die Art und Weise, wir hätten, sorry, ja, ich wäre besser gewesen, wir hätten das Spiel 2:1 verloren, dann hätte es vielleicht mal ein Learning im Schädel gegeben. So wird es wieder kein Learning geben, so wird man sich da hinstellen auf der PK gleich, die wir uns noch reinziehen werden. Oh ja, Union war einfach körperlich so überlegen und so stark mit dem Publikum zu Hause. Ja, da war heute dann einfach nicht mehr drinne. So eine dumme Scheiße wirst du dir anhören können. Und es war mehr drinne. Du musst halt einfach mal frische Spieler in diese Mannschaft stecken. Junge, unsere Zentrale war tot. Unsere Zentrale war tot. Es war keinerlei Bewegung in dieser Zentrale, es war keinerlei Kreativität in dieser Zentrale. Aus dieser Zentrale ist nicht eine Torchance entstanden. Serge Gnabry, Alter, was ist der? Grandios. Ja, müssen wir unbedingt den Vertrag verlängern. Weltklasse-Spieler, oder? Haben wir heute wieder gesehen. Wenn der nicht mitgetragen wird von dieser Mannschaft, kann dieser Typ nichts, Alter. Nichts war das. Null. Junge. Absolute Vollkatastrophe. Ja. Anders kannst du es nicht nennen. Und dahinter Leon Goretzka. Was erlaubt sich der Typ, Alter?
Wie kann ich denn einen Leon Goretzka, einen Tom Bischof vorziehen in der Zentrale? Ich meine, Tom Bischof war immerhin noch der wenigstens die Flanke gegeben hat zum 2:2 Ausgleich. Wie überraschend, wa? Junge, ey, das sind doch ey, es geht in meinen Schädel nicht rein. Es geht in meinen Schädel nicht rein, wie man so eine Aufstellung an den Tag legen kann und wie man dann auch nicht wechseln kann. Ja, spätestens in der Halbzeit hättest du 3 frische Beine bringen müssen. Punkt. Und zwar auf den zentralen Positionen, wo es wichtig ist. Michael Olise, Alter, der hat heute kein Land gesehen. Der hat gefühlt nicht einen Zweikampf gewonnen. Ja, warum denn wohl? Hä? Warum wohl? Junge, Alter. Also den Sieg hat man, oder die Punkte hat man verschenkt. Ja, Punkt. Nochmal, Hut ab an Union. Die haben genau das gemacht, was Union seit Jahren macht, mit dem Baumgart nochmal ein bisschen mehr angestachelt. Ja, das ist Union zu Hause. Die beißen, die kämpfen, die feuern 90 Minuten lang und das haben sie getan. Ja, und das war klar. Vor diesem Spiel war das klar, dass dieses Spiel so sein wird. Warum stelle ich dann Spieler auf, die körperlich oder mental, vielleicht sogar beides teilweise, einfach nicht auf der Höhe sind? Ja, und das hat man gesehen. Es gab keinen Spieler, mal abgesehen von unseren Innenverteidiger, die wirklich einen guten Job wieder gemacht haben, der nur ansatzweise mental oder körperlich auf der Höhe war, angefangen bei Manuel Neuer. Ja. Selbst ein Harry Kane war nicht auf der Höhe, auch wenn er das 2:2 noch gemacht hat. So. Über was reden wir? Und das weiß man doch nach diesem Spiel. Sorry. Das weiß man nach dem Spiel gegen Paris. Ja. Da muss ich doch als Trainer sagen, ja, alles klar, jetzt kommt die zweite Reihe wieder zugange. Wofür haben wir denn diesen verkackten Kader? Junge, Junge. Absolute Vollkatastrophe. Einfach verschenkt, ja. Verschenkt. Also nochmal, mich riecht das Ergebnis nicht auf. Das ist mir scheißegal. Du hättest das Spiel auch 3:0 verlieren können. Wäre mir scheißegal gewesen, ja. Einfach die Art und Weise und wie dumm man das wegschenkt. Das ist der Punkt, Alter. Junge, Junge, wie kann man denn so dumm sein als Trainer? Sorry. Und kommt mir nicht, ja, aber du siehst ja die Trainingsleistung nicht in dieser Woche. What the fuck, welche Trainingsleistung? Glaubt ihr, es gab eine Trainingsleistung zwischen Paris und diesem Spiel? Nein. Es geht um Regeneration. Und die war für den Arsch, hat man doch wohl gesehen. Bringen doch die Spieler, die frisch sind. So. Junge, Junge, Alter. Sorry, Leute. Ey, nochmal, das Ergebnis ist Wurst. Ja, Chapeau, nochmal Union, hätten das Spiel gewinnen müssen, wäre verdient gewesen. Brauchen wir gar nicht drüber reden. Wir hatten Glück, nicht nur anhand des Abseitstores, gehen wir da vielleicht kurz drauf ein, bevor wir einen Blick in die Statistiken werfen. Habe ich schon immer gesagt, auch andersrum auf unserer Seite, ey, sowas abseits zu pfeifen, ist eine Katastrophe für den Fußball. Sorry, was war im Abseits? Der Schnürsenkel, der kleine Nippel vorne von dem Schnürsenkel, der war im Abseits? Alter, schaff diese Scheiße ab. Junge, nochmal, wenn du dieses Bild eine tausendstel Sekunde vorher stoppst, ist der nicht mehr im Abseits. Ja, sorry, das sind Entscheidungen, die, wenn das so ein Bereich ist, sorry, dann musst du für den Angreifer entscheiden. Ja, das sage ich als Bayerner, weil es andersrum auch schon der Fall war. Ja, sorry, das kannst du nicht abseits werden. Nochmal, ein Tausendstel, die Kamera vorher, das Bild vorher gestoppt oder nicht, das ist ein Witz. Ja. Des Weiteren hätten der Elfmeter, der gar nicht zur Diskussion stand, ja, weiß ich nicht. Klar, der Ball fällt auf die Hand, aber ja, hätte sich ja beschweren können, wenn Harry Kane den Gegenspieler in Conny Leimer schubst. Natürlich war da keine Intention, mit der Hand zum Ball zu gehen. Auch da, ja. Und wir wurden so einfach heute vorgeführt. Wir wurden teilweise vorgeführt, jetzt nicht spielerisch oder sonst was, aber einfach taktisch. Wir wurden taktisch heute vorgeführt von Union Berlin. Und das völlig zu Recht und völlig einfach. Ja. Ein Kimmich hat man einfach wie immer, man kennt es, man stellt einen Kimmich, einen Gegenspieler hin, der den Kimmich in Manndeckung nimmt oder ihn direkt anläuft, wenn er einen Ball hat. Und schon ist Kimmich aus dem Spiel. Wenn er wirklich 100% fit ist oder sonst was, ja, dann kommt er da vielleicht noch ein bisschen mit klar, wenn das nicht ein Gegenspieler von obersten Regal ist.
kam er heute gar nicht mehr klar. So, ja. Unsere Mitte, unsere Zentrale war nicht zugegen. Die war einfach nicht zugegen. Und wie langsam wir Fußball gespielt haben. Wenn wir denn mal Fußball gespielt haben. Wir haben über weite Strecken ja gar keinen Fußball gespielt. Ja. Wie langsam wir alles gebraucht haben. Junge, Alter. Also das hat gar nichts mit den Spielen, die wir bisher gesehen haben in dieser Saison zu tun. Und das ist auch völlig normal, dass irgendwann diese Niederlage kommt oder dieser Punktverlust kommt. Das ist völlig normal. Ja. Also das, was Leverkusen geschafft hat, eine Saison ohne Niederlage zu bleiben, das ist absolut außergewöhnlich. Ja, vielleicht schaffen wir das. Wenn das richtige Learning kommt aus dieser Partie, dann ist das vielleicht möglich. Ja. Aber das Learning muss halt kommen bei Vincent Kompany, sonst wird das nicht möglich sein. So. Ja, weil das Ding nochmal geht auf Winnies Kappe. Ganz einfache Kiste. Du brauchst die Frische. Du weißt das, wenn du nach Union Berlin fährst, weißt du, was dich erwartet. Du weißt das. Selbst ein Kompany hat es in der PK doch noch gesagt, was uns erwartet. Ja? Du weißt das. Und trotzdem stell dich diese Mannschaft auf. Das ist eine Katastrophe. So, Blick in die Statistiken. Aktualisiere den Bums hier nochmal. Ballbesitz 26,5, 73,5, Abseits 1,5, Fouls 8,8, Zweikampfquote 46,4, 53,6. Sorry, das glaube ich nicht. Sorry, das kann ich nicht glauben. Ich weiß nicht, wo. Gefühlt haben wir jeden dritten Zweikampf haben wir gewonnen. Allein den Michael Olisse. Der hat, glaube ich, 3 Zweikämpfe gewonnen. Gefühlt von 18 oder was? Leute. Schüsse aufs Tor 4-4, Schüsse insgesamt 12-12, Ecken 6-5, angekommene Pässe 169 zu 663. Man sieht schon bei Schüsse aufs Tor, Gesamt und Ecken sehr ausgeglichen, was das angelangt. Flanken 7-14. Schüsse insgesamt Kane 4, Olisse 3, Goretzka 2, Torschussvorlagen 1, Stanisic, Bischof 1. Ich weiß nicht, wo Goretzka 2 Torschüsse hatte. Weiß ich nicht, was da als Torschuss gewertet wird. Ja, das eine Ding erinnere ich mich, wo er den dann vorbeilegt und dann irgendwie denkt, er ist beim American Football und die schießt ihn lieber 40 Meter in die Höhe anstatt Richtung Tor. Gewonnene Zweikämpfe, Harry Kane 7, Opa 6, Conny Leimer 5, Ballkontakte 136 Opa, 129 Tar, 126 Kimmich. Davon waren 99,9% quer. Quer, quer, quer und quer. Und quer. Gut, damit gehen wir rein in die Noten. Angefangen wie immer bei Winnie Kompany. Das ist Note 5 heute. Punkt. Da brauchen wir gar nicht drum rumreden oder rumdiskutieren. Das ist eine klare 5. Das ist eine absolute Frechheit gewesen, diese Aufstellung, diese nicht vorhandenen Auswechslungen. Ja, ich denke, das hat das Spiel gezeigt. Manuel Neuer, Note 5, können wir gleich weitermachen. Tor verschuldet, davor schon 2-3 Mal durch den Strafraum geirrt, Alter, wo der Ball in den Strafraum kommt, nicht drangekommen. Da mosert er noch Conny Leimer an, obwohl er wieder einen beschissenen Ball rausspielt. Junge, Alter. Es ist zu viel. Sorry. Es ist zu viel für den alten Mann. Alle 3 Tage vom Kopf her, von der physischen Mentalität, was weiß ich, da zu sein. Das war er heute nicht. Alles gut. Manuel Neuer hat uns schon oft einen Punkt gerettet in der Vergangenheit. Kann doch mal einen Fehler machen. Alles ist gut, Leute. Trotzdem ist es eine Note 5. Er hat ein Tor verschuldet, den selbst ich gehalten hätte. Ja. Und nochmal, ist 2-3 Mal durch den Strafraum geirrt, hat sich auf den Boden geschmissen, obwohl gar nichts war und hast du nicht gesehen. Also katastrophale Leistung von Manuel Neuer, den ich vielleicht auch mal einblenden sollte, damit ihr auch ein Gesicht zu der legendären Leistung habt. Note 5, Punkt. Gut, dann sind wir bei Conny Leimer. Ja, Conny Leimer war stets bemüht. War noch einer, der wenigstens ein bisschen auffällig war. Aber auch da hast du gemerkt, hey, Conny Leimer ist auf jeden Fall noch nicht jemals bei 90% seiner körperlichen Fitness. So, von dem Mentalen fange ich erst gar nicht an. Ja. Conny Leimer war noch einer der besseren, von daher kriegt er eine 3,5 von meiner Seite. Dann kommen wir zu den beiden Besten auf dem Feld.
die ihre Sache gut gemacht haben. Das war einmal Opa. Opa sehe ich heute bei Note 2. Und dann gehe ich gleich rüber zu Jonathan Tah. Den sehe ich ebenfalls bei Note 2. Das waren die beiden, ja, die da hinten noch eine ordentliche Leistung gebracht haben. Die super viele Ballkontakte haben, wir haben es gesehen. Der Opa hat es auch immer mal wieder versucht, irgendwie, aber auch ein Tah hat es versucht, mal einen Spieler zu finden, wo man den Ball hinspielen kann. Es war keine Bewegung da, es gab keine Anspielstation. Nichts. Die konnten nur querspielen. Es gab keine Bewegung in dieser Mannschaft und dadurch keine Anspielstation. Es war traurig mit anzusehen. Haben wir lange nicht gesehen, sowas bei uns. Haben wir unter Thomas Tuchel ganz viel gesehen und ja, das hat daran auf jeden Fall zurückerinnert. Heute haben wir keine Bewegung ohne Ball gehabt. Verständlicherweise aber, ja. So. Gut, kommen wir zu Josip Stanisic. Stanisic. Ich suche ihn jedes Mal, ne? Das ist eine Katastrophe. Boah. Stani tue ich mich ein bisschen schwer, muss ich ehrlich sagen, ihn groß zu bewerten. Ja, war vorne ein, zweimal präsent, hat zumindest ein bisschen was versucht über seine Seite. Den Rest des Spiels aber auch eher unauffällig. Weiß ich nicht, ey. Also ich kann ihm keine 3,5 geben. Ich Conny Leimer die 3,5 gegeben habe. Gebe ich Stanisic die 3,5 und Conny Leimer die 3. Zack. Gut, dann kommen wir zu unserer überragenden Zentrale. Leon Goretzka. Note 5. Brauchen wir nicht drüber diskutieren. Ja, die letzten 10 Minuten, bevor er ausgewechselt wurde, war er ein bisschen mehr, war er ein bisschen stärker, war ein bisschen mehr zentral. Hat nicht auf dieser scheiß Halbposition gespielt, die er einfach nicht spielen kann, Alter. Leon Goretzka auf einer Halbposition ist eine Vollkatastrophe. Ich weiß nicht, wie oft wir diese Scheiße noch ausprobieren wollen. Es war diese Saison immer eine Katastrophe. Junge, entweder ist der nicht zugegen, ja, und der ist so gedankenschnell wie ein Stück Holz. Der ist wie Kimmich auf Steroide im negativen Sinne. Bis der den Ball angenommen hat, verarbeitet hat, da ist gar keine Option mehr da gewesen gegen Union. Teilweise war auch gar keine Anspielstation, weil er einfach zugestellt war. Zweikampfverhalten. Junge, das war nicht gegeben über weite Strecken dieses Spiels. Katastrophale Leistung. Kimmich. Kimmich kriegt eine 3,5. Erste Halbzeit 1:1, Note 5 wie Leon. Ja, er stand eine Nummer tiefer. Ja. War nicht im Spiel. Wie auch. Ja, er hat einen Mann gehabt, der ihn direkt angelaufen hat. Dann ist Kimmich raus. Dann lässt er sich fallen bis hinter die Innenverteidiger, damit er mal einen Ball kriegt. Was macht er mit dem Ball? Querspielen. Das ist, was Josh kann. Er hat einen guten Ball gespielt, einmal vorne rein. Das Ding auf das Heavy, ich weiß es nicht mehr. Das war die einzigste Aktion, die Kimmich in der ersten Halbzeit hatte. Ja, zweite Halbzeit war es dann einen Tacken besser, weil wir ab und wann mal ein bisschen Ballbesitzphasen hatten. Aber auch da, es war keine Gedankenschnelligkeit da. Es war wieder, ich nehme den Ball an, und dann am Ende des Tages spiele ich ihm quer oder nach hinten. Ja. Ja. Hat dann wenigstens nochmal 1, 2 Ecken, die einigermaßen waren. Zweite Halbzeit war es ein bisschen auffälliger, ja. Ich gebe ihnen eine 4, Alter. Gebe mich 4. Punkt. Gut, Michael Olisse. Ja, bekommt die schlechteste Note, die er jemals von mir gekriegt hat. Note 4 wie Josh. Das war gar nichts. Sorry, das war einfach nichts. 0 war das. Einfach gar nichts. Wurde abgekocht von Rote, wurde danach abgekocht von, wie hieß er nochmal? Karl? Nicht Karl, so ähnlich. Kral. Keine Chance. Ist einmal dran vorbeigegangen, hat einmal einen Foul gezogen, ansonsten war Olisse kein Faktor. Gar kein Faktor in diesem Spiel. Sorry. Gut, damit sind wir beim nächsten Komplettausfall. Serge Gnabry eine Stufe mit Leon Goretzka, Note 5. Ja, das war der Gnabry, wie wir ihn kennen, wie wir ihn seit Jahren kennen. Wenn es nicht läuft, wenn er keinen Platz hat, wenn er ein bisschen Gegenspieler hat, wenn er ein bisschen in den Zweikampf gehen muss, ja, ist ein Serge halt einfach. Deswegen ist er auch auf der Außenbahn eine Katastrophe, weil er einfach keine Zweikämpfe gewinnen kann. Ja.
Luis Diaz, mindestens der Lichtblick für 30, 35, 40 Minuten. Ja, da hat er auch noch sein Tor gemacht. Zweite Halbzeit. Sorry. Ja, der Akku war leer. Wie bei 80% dieser Mannschaft. Aufgrund des Tores, Note 3. Ja, die Riesenchance. Man hat es gesehen. Er bleibt kurz vorher im Rasen hängen, vertritt sich. Bäm. Chance vergeben. Feierabend. Ja. Hat uns immerhin zurück in dieses Spiel gebracht. Wie gesagt, du hättest ihn auswechseln müssen in der zweiten Halbzeit. Genauso wie in Ulisse. Du hättest ihn erst gar nicht aufstellen dürfen. Ja, zumindest einen von beiden hättest du rausnehmen müssen, damit du dann den gegen den anderen wechseln kannst. Sondern hat Karl hätte 90 Minuten durchspielen müssen. Der ist frisch. Ja, Nicholas Jackson, Serge Gnabry hätte ich auch aufgestellt. Ja. So, ich habe gedacht, jo, der ist fit, der muss ja was kommen, der hat eine Halbzeit gespielt. Den hättest du zur Halbzeit rausnehmen müssen, Jackson rein. Punkt. Wie oft war denn Harry Kane heute in der Mitte? Wo war denn dann ein Serge Gnabry? War der vorne im 16er? Hat der irgendwas gebunden, sonst was? Nee. Der ist irgendwo dumm rumgestanden, Alter. Junge, Junge, Junge. Kriegt zu viel, ohne Witz. Harry Kane. Boah. Wenn wir Harry Kane an Harry Kane Maßstäben messen, ist es heute auch nur eine Note 3. Aber auch nur, weil er das Tor noch gemacht hat, sonst wäre ich da auch eher auf eine 4 gegangen. Oder 3,5. Hat das Tor verschuldet hinten, so. Ja, aber das passiert, wenn die Spieler nicht da sind, Leute. Ja, das ist noch nicht mal ein Vorwurf an die Spieler, diese Benotung, die ich hier gerade mache. Das ist einfach eine logische Konsequenz. Aber ich benote die Leistung, die gezeigt wurde. Und die Leistung, die gezeigt wurde, war nun mal scheiße. Punkt. Ja, da können die Spieler noch nicht mal was dafür. Ist doch logisch nach so einem Spiel bei Paris mit 10 Mann, die Abwehrschlacht in der zweiten Halbzeit. Auch erste Halbzeit war mega intensiv. Ja. Und was macht unser Trainer? Wechselt in der 59. einmal, zweimal in der 80. und einmal in der 88. Da packst du dir doch an die Birne, Alter. Da packst du dir an die Birne. Ja, ist so. Da packst du dir einfach an die Birne. Lennart Kahl. Ja, Lennart Kahl war dann der einzige Spieler, der Bewegung reingebracht hat nach seiner Einwechslung. Ja. Ganz, ganz viel Bewegung, ganz, ganz viele Laufwege, obwohl er den Ball nicht gesehen hat, immer wieder angeboten. Hat einen Ball super selten gekriegt. Wenn er einen Ball gekriegt hat, hat er ihn gut verteilt. War auf der 10er-Posi. Konnte nicht wirklich in Erscheinung treten, weil der Rest der Mannschaft einfach stand und gar nicht nur ansatzweise mal. Ich weiß nicht, wie oft er Wege gemacht hat und den Ball gar nicht gekriegt hat, weil einfach gar keiner Bock hatte, sich da mitzubewegen irgendwie. Ja. Note 3 von meiner Seite und ja, schade für den Jungen einfach, dass er in diese Mannschaft kam und da, was hat man jetzt erwartet, wenn man ihn alleine einwechselt? Wenn alles andere vorne, was vorne rumdümpelt, tot ist. Was hat man da erwartet? Weiß ich nicht. Gut. Alexander Pavlovic, 80. Minute kam er. Wow. Zusammen mit Tom Bischoff. Ja. Und ich dachte schon so, geil! Endlich mal die Revolution auf der zentralen Posi. Ja, habe ich natürlich nicht gedacht. Ich kenne ja Vincent Kompany und ich weiß ja, dass König Josua unantastbar ist in dieser Mannschaft. Was mir mittlerweile auch schon wieder hardcore auf die Nüsse geht. Pavlo, auch da hast du gesehen, ey, geil. Ein zweiter Spieler, der Wege gemacht hat ohne Ball. Ja, der sich angeboten hat. Der gelaufen ist, der sich auch den Ball abgeholt hat, versucht hat, das Spiel zu gestalten. All das, was ein Goretzka nicht gemacht hat. Grandios. Auch da war es viel zu spät, ihn zu bringen. Note 3, beziehungsweise eine Benotung. Ja, müsste ich eine Note geben, wäre es eine 3 für 10 Minuten, Viertelstunde hier am Feld war. Können wir es natürlich nicht benoten. Gleiches gilt für Bischof, der dann auch noch das Tor vorbereitet hat. Der Mann hätte in die Mitte gehört. Das, was ich immer sage, dieser Mann gehört in die Mitte, auch wenn er die Flanke aus dem Halbfeld geschlagen hat. Der gehört einfach in der Mitte mit seiner Ballsicherheit, aber auch mit seiner Geschwindigkeit. Auch er war sofort der Spieler,
Ja, dann haben wir 3 Spieler auf dem Feld gehabt, die sich endlich mal ohne Ball bewegt haben. Ja, und das ist normal, ja. Diese 3 Wechsel hätten aber zur Halbzeit kommen müssen. Die hätten schon längst in der Startelf stehen müssen. Ja, Pavlovic können wir mal außen vor lassen. Den hättest du aber spätestens in der Halbzeit für Leon bringen müssen. Das war eine katastrophale Leistung von Leon in der ersten Halbzeit. Wie gesagt, die letzten 10 Minuten, bevor er ausgewechselt wurde, Goretzka war er ein bisschen besser. Ansonsten war das eine Farce, ja. Also das war holt 110% einfach komplett vercoacht, das Ding. Ja, dann haben wir noch Nicolas Jackson für 5 Minuten gesehen. Offiziell nur für 2 Minuten, aber mit Nachspielzeit waren es dann 7 Minuten. Ja, grandios, konnte noch richtig Akzente setzen, nämlich gar keinen. Wie überraschend, ja, aber man ist ja so überzeugt von diesem Spieler, ja. Man ist ja so überzeugt, das ist eine absolute Maschine, ja. Und ihr abonniert den Kanal hier, sonst ist hier auch bald Zappenduster. So ein Ding nämlich. Ja, das war nix. Wie gesagt, die Benotung ist das, was ich gesehen habe. Das ist kein Vorwurf an die Spieler. Das ist völlig normal nach so einem intensiven Spielen oder Spiel, was wir hatten in Paris, dass man da einfach mental auch nicht frisch ist und dann körperlich auch nicht frisch ist. Ich denke, das hat man heute bei fast jedem Spieler gesehen. Upa und Tah vielleicht nicht ganz so, ja, aber auch da, selbst bei Upa hast du gesehen, dass so die letzten 5, 6, 7, 8% fehlten, was aber auch normal ist, Leute, ja. Und nochmal, du hast doch Spieler draußen. Warum sind diese Spieler nicht in der Startelf gestanden? Und wenn sie schon nicht in der Startelf gestanden sind und man so eine erste Halbzeit sieht, wo wir klar unterlegen waren in allen Facetten, mal abgesehen von den letzten 10 Minuten, wo wir dann ein bisschen besser ins Spiel kamen, muss ich doch in der Halbzeit reagieren und muss 3 frische Beine bringen. Sorry. Ja. Dann muss ich doch meinen Fehler, den ich mir halt eingestehen muss, einfach mit dieser Startaufstellung, muss ich dann korrigieren. Ja, und das hat man nicht getan. Ja. Und hat damit viel Glück diesen Punkt gerettet. Ja. Ja. Das ist meine Meinung zu diesem Spiel. Nochmal Chapeau an Union Berlin, hat super gemacht, was ihre Möglichkeiten darbieten. Und da war jetzt nichts Überraschendes, da war keine besondere Taktik, da war kein besonderes Stilmittel, da war kein besonderes was weiß ich was. Das war einfach das, was Union macht. Das macht Union in jedem Heimspiel. In jedem Heimspiel. Und dass sie gegen den FC Bayern vielleicht nochmal 10% mehr bringen, weil es nun mal der verfickte FC Bayern ist auch normal. Wie kann ich dann als Bayern-Trainer diese Mannschaft auflaufen lassen, die komplett überfordert war, weil sie einfach nichts körperlich dagegen zu setzen hatte, geschweige denn läuferisch? Normal sind wir die Mannschaft, die 5, 6 Kilometer mehr läuft wie der Gegner. Heute hat Union 5 oder 6 Kilometer mehr gelaufen wie wir. Das heißt, unsere Mannschaft ist 5 oder 10 Kilometer weniger gelaufen wie sonst. Das sagt doch schon alles über das Fitnesslevel aus. Ja? Und dann muss ich doch frische Spieler bringen. Erst recht, wenn ich mich seit Wochen und Monaten dahinsetze und erzähle jedes Mal, ja, ich habe 110% Vertrauen in jeden einzelnen Spieler in dieser Mannschaft. Warum spielt dann nicht ein Boe? Warum spielt dann nicht ein Nicolas Jackson? Warum spielt dann nicht ein Tom Bischoff und warum spielt dann nicht ein Lennart Kahl in der Startelf? Warum spielt dann auch nicht ein Minjay? Können wir darüber diskutieren, unsere Innenverteidiger waren gut, aber selbst da, warum spielt dann nicht ein Minjay? Diese Spieler hätten in der Startelf stehen müssen. Das wären frische Beine, frischer Kopf gewesen. Ja, und nochmal, wenn ich mich belabern lasse, was ja anscheinend der Fall war von den ach so tollen Führungsspielern, weil, nee, gar kein Thema, nach Paris, ich kann auch Union noch Vollgas geben. Ja, klar, haben wir gesehen bei Kimmich, wie er das konnte. Selbst wenn man sich dann belabern lässt und den Scheiß glaubt, was einem die Spieler erzählen, muss ich, wenn ich diese erste Halbzeit gesehen habe, reagieren. Punkt. Da gibt es keine zwei Meinungen.
Ja, dann kannst du natürlich nicht mit 'm Fünferwechsel machen, weil du brauchst noch Auswechslungen, wenn 'ne Verletzung kommt, sonst was, ja. Du musst 'n Dreierwechsel bringen. Punkt. Du musst frische unsere Zentrale war tot. Tom Bischoff hätte in die Zentrale gehört. Ein Lennart Kahl hätte aufs Feld gehört. Für ein Serge Gnabry meinetwegen, ja, aber du hättest auch gleichzeitig noch 'n Jackson bringen können. Hättest 'n Lennart Kahl nach rechts für 'n Ulisse stellen können und 'n Jackson vorne rein. Harry Kane auf die 10, der hat die Zehnerpose gespielt heute. Ja, der hat gar nicht die Power gehabt, immer schnell genug wieder mit vorne dann zu sein. Da hat einfach 'n Stürmer gefehlt. Und das muss man doch gesehen haben als Trainer. So. Klar, im Nachhinein kannst du immer klugscheißen, ja. Im Nachhinein können wir uns ja auch da hinstellen und sagen: „Ah ja, der Trainer hat alles richtig gemacht. Wir haben ja noch 'n 2:2 gespielt." Ja. Das ist das Traurige, ja. Besser wäre es gewesen, hätten wir das 2:2 nicht mehr gemacht. Das hätte nämlich mal die richtige Lehre für dieses schlechte Coaching gegeben, Alter. Und vor allen Dingen so völlig random, Alter, ja? Bisher so 'n Kompanie so: „Oh ja, ja, ich wechsle eigentlich immer ganz gut aus und ja, ich bin der Rotierungsmeister gegen Leverkusen, weil das Spiel gegen Paris ist mir wichtig. Ja, ja, ja." Und dann so: „Ach, gegen Union, ach ne, ne, du, ach Leute, nein, ne." Da bringe ich die gleiche Scheiße, die ich immer ausstelle. Katastrophe, Alter. So, ich habe fertig, Leute. Vielen lieben Dank für euren Support hier auf den Kanal und in diesem Sinne, gute Freunde kann niemand trennen. Gute Freunde sind wir allein, weil sie eines sind.